Willkommen zurück bei Crystal Skulls. Okay, also wie wir wissen, sind wir nach Boston zurückgeflogen. Zu Professor Wagner. Und ja, jetzt sind wir in einem Museum. Und müssen da einiges klären zu dem, warum sein Bruder da am Amazonas war und dort war. So, da haben wir einen Schädel. Ein Auge fehlt. Was ist ein Auge? Da fehlen zwei Augen. So, der T-Rex braucht Nixe. Ach, da haben wir ein Auge. Und so ein Stab von vom Pharao. So ein paar Münzen. Und wir können also 9 Punkte können wir nicht überschreiten. So, der wird wahrscheinlich da reinkehren. Genau. Aber dann fehlt noch irgendwas. Ach genau, das Ding da. Ein Ritter sollte doch eigentlich ein Schwert tragen, oder? Ja. Kann, muss aber nicht. Die Tür ist verschlossen. Okay, also da bräuchten wir erstmal einen Schlüssel. Moment einmal, der da kriegt jetzt das Ding da. Und die Mumie hat ein Schwert. Aha. Etwas merkwürdiges Museum. So, dann kriegt der Ritter sein Schwert und wir kriegen dafür eine Nase. Aha. Kommt die Nasen dann da hin? Ja. Und das Augen? Aber es fehlt nur ein Auge. Also irgendwie schaut der Schädel dämlich aus. Ein Auge. Naja, zumindest ist es niemand, der uns beobachtet. Können wir denn das außerpoolen? Können wir nicht. Okay, Münze. Münze. Und der Spalt zwischen Tür und Boden ist groß genug, um etwas hindurchzuziehen. Aha. Nur wissen wir nicht, was wir durchziehen sollen. Wie kommen wir denn zurück? So da. Jetzt haben wir den Zettel. Das können wir auch nicht machen. Jetzt haben wir den Zettel. Also können wir den Zettel unten halt da unten durchschieben. Mit dieser Zeitung kommen wir vielleicht an das Auge heran. Was denn für ein Auge? Ach, der schiebt es da durch. Und jetzt haben wir das da durchgezogen. Das muss aber ein großer Spalt sein, dass wir das da durchziehen können. Aber kann uns egal sein. Also wir haben das zweite Auge.
Und basteln das da eine. Und der Totenkopf gibt einen Schlüssel frei. Und mit dem Schlüssel können wir wahrscheinlich das auch sperren. So, und jetzt sind wir in einem Büro. Münzen können wir im Moment nicht brauchen. Weil wenn wir die einsammeln, dann kriegen wir keinen zusätzlichen Punkt mehr. Da haben wir ein Buch. Oh, was heißt das da? Da können wir irgendwas eingeben. Da ist ein Beutel von dem Strand, wo wir schon mal waren, also am Anfang. Was haben wir da jetzt? Ach, da fehlen noch 2 Bücher. Da haben wir eins und dann fehlt uns nur 2. Was war's? Jetzt nehmen wir einen Tipp her. Ja, war erfolgreich. Da werden wir bestimmt noch irgendwas verschieben müssen. Kann ich mir vorstellen. Dass wir die dann vielleicht nach der Größe irgendwie sortieren. Aber dafür fehlt uns noch eins. Da geht's wieder aussehen. Ja, im Moment bin ich etwas überfragt, wie wir da jetzt weiterkommen. Da fehlt uns auf jeden Fall nur ein Buch. Und das müssen wir noch irgendwie finden. Da hast du 1 Kairo. Jetzt pass auf, da stehen auch die Dinger um. Istanbul ist ganz umert. Das war 15. Vielleicht müssen wir das da eingeben. Das könnte ich mir so vorstellen. Dann Kairo.
Dann haben wir... Ja, das ist wieder so ein Wort, was wir nicht aussprechen können. Aber wir können es so suchen. Das war die Nummer 8. Oder vor Mekka. Was hat denn Mekka für eine Nummer? 3. Vierzehn. Okay, irgendwie komme ich damit noch nicht klar. Was sagt denn der Tipp? Die im Kalender vermerkte Reise kann auf dem Globus nachvollzogen werden. Also wir haben da Januar, Februar. Ach, das müssen wir da auch klicken. Istanbul. Mekka. Dann ist es der Rum. Das da. Das da. Und dann haben wir einen Türgriff. Okay, dann hätten wir das schon mal gelöst. Und der Türgriff, der fällt da herum. Achso, da dürfen wir wieder die Sachen suchen. Da haben wir eine Pfeife. Da ist das fehlende Buch. Eine Ballerina. 552735. Ah ja, das ist die Nummer von da drüben wahrscheinlich. Das merkt man so mal. Eine Vase oder Krug. Der Kelch. Tasche. Bürste. Der Frosch. Dann fehlt uns noch ein Armband. Das ist da. Eine Schere. Ein Rad. Und eine Zeitung. Wenn wir hier eine Münze einwerfen, sollten wir eine Zeitung erhalten. Ach so. Da ist die Schere. Ein Rad. Wo ist denn da ein Rad? Das da. Da ist das Rad. Gut, wir bräuchten eine Münzen, um an die Zeitung zu kommen. Vielleicht müssen wir dafür erst einmal und die Zahl eingeben. Also, wir merken uns 552735. Und gehen wir mal das da rüber ein. Die Nummer ist richtig. Und jetzt wird es wahrscheinlich drüben klingeln. Und dann wird der Münzen rausfallen. Genau. So, und da haben wir die Zeitung. Und wir haben das fehlende Buch. Da drin sind wir jetzt fertig. Und können wieder in den anderen Raum umgehen.
Und da hauen wir jetzt das Bier rein. Und jetzt können wir das tauschen. Das ist natürlich die Frage, was soll das ergeben? Wahrscheinlich eine übergehende Linie, also durchgehend. Moment einmal. Das passt nicht. Oder, Moment einmal. Ja, das müssen wir uns erstmal außerknobeln. Das kann vielleicht so stimmen. Na, das stimmt nicht. Irgendwie ergibt es gerade gar nichts. Und ich verstehe nicht gar nicht, was wir da machen sollen. Also es muss irgendwie ein Muster geben. Das ist Fakt. Das stimmt ja wieder nicht überein. Das ist Kacke. Ja, also wir überspringen das. Also ich habe keine Ahnung, wie wir da machen sollen. Ach, so muss es ausschauen. Wird man natürlich nie drauf kommen. So, und da ist der Professor versteckt. Mal schauen, was der zum Sagen hat. Wie seid ihr hierher gekommen? Niemand auf diesen Raum betreten, außer mir, Professor Harold Wagner. Dann sollten Sie auch hier nicht sein, Edward. Edward? Was redest du da? Das ist eine Lüge. Wir haben den wahren Professor Harold Wagner am Amazonas gefunden. Er ist vor langer Zeit bei einer Expedition dort verschwunden. Warum haben Sie sich als Ihr Bruder ausgegeben, Edward? Erzählen Sie schon. Warum? Soll das ein Witz sein? Weil er berühmt war und ich nicht, darum. Nachdem ich in Nepal gescheitert war, war ich völlig ruiniert. Niemand beachtete mich, aber dann verschwand mein Bruder und mein Blatt wendete sich. Sein Tagebuch war mir eine große Hilfe, genau wie ihr zwei übrigens. Zu schade, dass ihr meinen Triumph nicht
werdet miterleben können. So, was hat er denn vor, der Professor? Jetzt hat er eine Knarre. Ihr werdet genauso spurlos verschwinden wie mein Bruder. Warten Sie, das wollen Sie doch gar nicht wirklich tun. Vielleicht hast du recht. Nein, ich brauche die Schädel. Her damit, jetzt. Damit werden Sie niemals durchkommen. Und Wagner sagt, Ruhe. Und jetzt hat... Was für ein wundervoller Tag. Das stimmt, es gibt nichts Schöneres, als sich nach einem langen Abenteuer zu erholen. Ich hörte, dass morgen im Museum eine Ausstellung eröffnet werden soll, mit den Kristallschädeln als Hauptattraktion. Ich frage mich, wie es Edward Wagner gehen mag. Oh, ich bin sicher, er ist glücklich. Immerhin ist er doch noch berühmt geworden. Und auf den Titelseiten sämtlicher Zeitungen. Ach, der Professor sitzt im Gefängnis und ist der Skandal des Jahres. Ja, Leute, das war's mit Sandra Flemings Chronicles, Crystal Skulls. Ja, ich muss sagen, es war durchaus ein sehr interessantes Spiel. War mein erstes Wimmelbildspiel und ich finde, es war richtig gut gemacht. War spannend, leider war es viel zum Lesen und wir haben herausgefunden, dass ich bestimmt kein Geschichtenerzähler wird. Aber ich denke, dass in Zukunft durchaus nochmal ein Wimmelbildspiel dazukommen kann. So gut, der Abspann war kurz.